Salut zusammen und herzlich willkommen zurück zu GTA 5. Wir sind hier mit Michael Lampire und ja, ich würde mal sagen, in dieser Folge machen wir dann schon ein bisschen etwas vom Heist, aber wir gehen jetzt als allererstes noch schnell kurz in die Sprechstunde beim Psychiater, weil unsere Psyche ist uns sehr wichtig. Nein, aber es geht einfach darum, dass wir auch das noch gemacht haben. Ich glaube, es am Schluss... Oh, der Mendel läutet da. Eine Sekunde. Michael, did you find them? Who? The person who sent the mercenaries to our house. I'm working on it. Are we safe? You said we would be safe. He's not gonna try that again. I'm on top of this, Amanda. Trust me. Really? You're sure? I'm positive. Look, I love you, baby. I'm gonna take care of this. Also gut, das war noch der Manda, die war noch recht besorgt von der letzten Folge, weil wir ja dort, oder weil sie ja eigentlich sozusagen wie entführt worden sind oder kidnappt worden sind, so halbwegs kann man sagen. Gut, entführt nicht oder kidnappt, aber ja, ihr wisst, was ich meine. Der Mayweather war ja bei uns daheim gewesen, genau, und darum haben wir dort ein bisschen Stress gehabt. Und jetzt, in dieser Folge gehen wir schon kurz zum Psychiater. Wir machen das schnell, weil ich weiß gar nicht, wenn wir nicht so oft zum Psychiater gehen, jetzt irgendwie am Schluss gibt es so einen Scheissbrief oder so, habe ich mal gemerkt. Ich weiß es gar nicht mehr, aber wir gehen jetzt einfach noch kurz zu ihm. Ich tue einen Kapitelmarker unter reinsetzen, dass ihr einfach dann, wenn ihr das jetzt nicht möchtet, sehen, die Psychiaterstunde, dass ihr es einfach überspringen könnt. Aber wir machen das jetzt schnell. Und dann gehen wir dann zu der Heist-Mission, weil wir machen jetzt dann gleich den grossen Raubüberfall, also das grosse Ding. Aber wir müssen jetzt mal zuerst noch schnell zum Psychiater gehen. Well, Michael, I see you're back around and making time for your mental health. Yeah, I don't know why I came. What do you want, Michael? I don't know. I just want... I want something that isn't this. You know? This caring about two things at once. I mean, I want to be a good dad. Love my family. You know, live the dream. But at the same time, I really want the other stuff, too. I suppose you haven't really considered the fact that by neglecting your therapy, you've guaranteed these behavioral relapses. No, I hadn't considered that. So, pal, what's the source of conflict this time? Things are kind of on the uptick, Doc. There's no greater concern than optimism. Where are we now? Today's getting hard to keep track of who wants to kill me at any given moment. Trevor still wants to eat my liver, but we're playing nice because we're working a job together. The FIB, they want me dead because I'm no longer useful to them. The investor guy who hooked me up with the studio, he's pissed off because I didn't burn it down for him. But the wife and kids are back under the roof. So, maybe things are okay. Well, family is important, Michael. But make sure you want them there for the right reasons. Any other acting out, friend? Tell me. I ain't been a good boy, Doc. I mean, you know, things just all of a sudden get up on top of me, right fucking on top. And then I lose my shit, and I hurt people, and then I feel bad about it. I'm a fucking prick. Remorse is good, but not as good as taking control before you act out. I want to be good, Doc, I really do. But then I get angry. Anything else? Anything sexual? I've been well. I mean, I've had thoughts, but I've been good. Not a single problem. We all have thoughts, Michael. Not acting on them is real progress. So I feel like there's progress in some areas and, you know, none in others. That's incredible stuff. I don't think I've ever heard such a barrage of denial, self-justification, and outright horror. The thing is, Michael, here,
can we just get a quick photo together? Cheese. What is this? I really think I can't treat you anymore. The fact is, I'm in love with you. The fuck you talking Okay, well, about, Doc? that's not true. Good. You're learning. Good. What's going on? Nothing. It's just... I think you need a new therapist. And I'm leaving town. I've got a TV show. I'm gonna be famous. I'm gonna be famous. Think of the fucking tale. All those fucking bitches who called me pube head. Oh, they'll be lining up to suck it now. You got a TV show. You! Best not to think too closely about what I just said. It's not like I'll be using real names or anything. I'm really discreet. Bye now. Fuck. Stop and think about it. Deep breaths. Calm. Oh shit, okay, den holen wir uns. Der hat uns so viel Geld abgezockt. Den hauen wir mal schnell kurz um. Also eben, er wird jetzt, falls er eben jetzt die Sequenz übersprungen hat, es geht darum, er wird jetzt berühmt, ein TV-Star, und jetzt müssen wir ihn umnieten. Weil er uns nicht mehr therapieren will. Und weil er sonst einfach allgemein ein schlechter Psychiater ist. Aber er hat irgendwie ein schnelles Auto, beziehungsweise der Komet. Ich mag ihm nicht so nach, aber wir versuchen gleich ihn mal ein bisschen einzuholen. Mit einem Plattenschiessen. Die dürfen nicht. Oh. Scheiße. What? What? Oh mein Gott. Oh mein Gott, haben sie mich einfach verschossen, ey. Geht's ja nicht. Geht's ja nicht. Soll das? What the fuck? Super, also ist die Mission jetzt... Haben die Mission noch, oder ist jetzt einfach hingekommen? Nein, ist einfach abgehauen. Scheiße. So ein Scheissdreck. Jetzt hat es mich einfach genommen. Die Polizei hat mich abgeschossen. So gut. Gut, also da würde ich mal sagen, da gehen wir jetzt zum Heist runter. Oder zu dieser Heist-Mission. Eigentlich können wir das Auto gerade nehmen, aber ich würde einfach wieder mal überfahren, wie immer. Fahren wir schnell kurz runter. Und dann schauen wir mal, was jetzt startet. Das sind jetzt eigentlich nur die Vorbereitungen, die dann zuerst kommen. Und das ist in dem Stripclub innen, glaube ich. Genau. Oh, Tracy läutet da. Trace? Daddy, are you okay? Yeah, sure. Why not? Cause some guys came to our house with automatic weapons, maybe? I'm dealing with that, honey. You don't need to worry. Money doesn't matter when you're dead, Daddy. Okay, Tracy hat einfach noch so angerufen. Das scheint mir an, dass wir den verdammten Doktor jetzt nicht noch verwünscht haben. Egal. Wir machen jetzt so eben die Vorbereitungsmission. Schauen wir mal, was jetzt so kommt. Ich muss glaube ich da vorne rein, oder? Jetzt, wenn ich da reinlaufe, kassiere ich eigentlich wieder gerade mal zuerst schön Copyrights, wie immer. Das letzte Mal habe ich auch gerade voll einen kassiert, als ich reingelaufen bin. Ich probiere jetzt einfach auch ein bisschen kurz drüber zu reden, dass man das nicht hört oder nicht so gut hört, Musik, dass ich kein Copyright bekomme. Jetzt müssen wir eben da hinterher laufen zum Trevor, der hat ja eigentlich da das Ganze ein bisschen beansprucht, kann man sagen. Und dann sollte eigentlich noch der Franklin, denke ich mal, noch dazu stoßen. Und dann machen wir ja die Mission des dritten hoch dann. Lester kommt sicher auch noch. Hey, sorry I'm late. Oh, we were just talking about you. Well, don't worry. Another few hours, you never have to talk about me again, Trevor. You're the one who likes to talk. Watch your back, you two. That's all I'm saying. Fuck you. Fuck you, excuse me, huh? Enough! Thank you! Okay, this is it. Well, we have two options. They're both a little, out there, but then again, what do you expect? Okay, option one. We hijack their armored cars. We take the crews hostage.
and then we infiltrate the depository. Now, once you're in there and you've got the score, we send in a team of modded cars. You load up, you get out. We'll need to infiltrate the transportation grid and manipulate it to aid our escape. But option 2, we cause a distraction out front. Make them think we're dumb. Well, we've never had a problem convincing people of that, have we? The other guys will be drilling, taking what they can. You're gonna be the distraction. Always the attention seeker. You know, for a guy who's always stepping on his friends to get ahead, he has an unfortunately low sense of self-worth. Okay, let me show you the board. To recap, these are our options. We try to make them give us the gold, or we drill a big old hole in the side of the bank and we take it out. If you're drilling a big old hole, you'll need a big old drill, a tunnel bore machine. I'll locate it, but you have to steal it and store it near the bank. They're excavating a new part of the metro network around there, so that's where you'll go in. We'll need choppers for the getaway, too. Trevor has one we can use, the other can be bought. The guys on the ground will need a getaway car, so get something fast and tough, and then modify it as much as you can to increase your chances of getting away from the cops. And it's gotta be stored in a parking garage near the UD. There's gonna be a lot of heat, so think about that. I'm forgetting something. Oh, that's it. We'll need a train to land the gold on and take it to the warehouse. You'll have to steal it. Again, I'll send you the details. Now, if you're interested in the more, subtle approach, hijacking the armored cars and so on, you've got to get some police stingers. Only cops are licensed to have them, so that's a headache of its own. What else? You'll need to get a hold of and mod some getaway cars. Normal suspension's gonna give out under a couple of tons of gold. Whoa, man, a couple of tons? 4 tons in total. That's what I can get the system to divert into the cage we're hitting. Fuck me. Okay, last thing. You remember that underpass we saw from the helicopter? Well, that's where I'll set up the smoke and mirrors to get the cops off your scent. I've heard that before. Michael, subtle or obvious? What's it going to be? Also, brachial weiß ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie das ist. Subtil weiß ich. Aber ich finde eben die subtile Art eben richtig geil gemacht vom Überfall. Darum machen wir auch das. First gunman comes into the bank with you. It helps you move the gold into the reinforced hot rods. Second gunman is there to take down the armored cars and bring the hostages to a safe house. Also jetzt müssen wir da wieder jemanden aussuchen. Wir nennen den Chefkoch. Dann der zweite, ja, würde ich wieder sagen, der Gustavo Mota, mit dem sind wir gut gefahren. Driver number 1 takes the wheel in the 4th getaway car, is going to be at the bank with you and help loading. They're a key part of this. Driver number 2 helps you hijack the armored cars and will be in charge of replacing the tires your stingers ripped out. This girl, Taliana, she's supposed to be good, and she'll work for way less than she's worth, if you believe that. Genau, okay, wir nehmen jetzt mal zuerst den Eddie und dann nehmen wir da noch sie. I'm not gonna pass her up. Now, the hacker, they're going to break into the traffic system, buy you some time coming out of the bank, if you need it, but we might be cool. Genau, beim Hacker, keine Ahnung. Ich würde sagen, nehmen wir Page, geben wir kein Risiko, wir machen auf Safe. Das ist zwar unser Gewinn auch ein bisschen kleiner, aber auch egal. Okay, we need those stingers and the modified getaway cars. I knew you'd like that. Sounds kind of fruity, if you ask me. Nobody asked you. Look, this is our only hope. You control traffic in this town, you control the streets. I think it could work. It will work, as long as we're ready to move now. Come on, I'll take you to the equipment. Fucking asshole. Alright, let's go. Gut, also. Dann haben wir den Raubüberfall geplant und jetzt müssen wir eigentlich nur noch die Vorbereitungen machen und dann können wir eigentlich dann das grosse Ding durchziehen. Ich laufe jetzt auch noch schnell kurz raus und... Wieso drücke ich eigentlich die ganze Zeit X? Ich kann ja eh nicht säckeln. Wir laufen jetzt auch noch schnell kurz raus. Voilà. Ah, schau, jetzt hat er da noch geschrieben.
Hallo Michael, ich weiß, dass Sie wegen meines Verhaltens wütend auf mich sind und ich bin auch nicht wirklich stolz auf mich. Aber Tatsache ist nun mal, dass ich mit meiner Fernsehshow und dem Radio-Special so viel mehr Leute helfen kann. Haben Sie eigentlich davon gehört? Ich habe sehr viele Zuschriften von Fans bekommen. Ich gehe heute Abend mit einer Zuhörerin aus. Ich fürchte, sie... Was? Ich fürchte, sie etwas für mich... Ja, Sie sind ein beschissener Drecksack, wenn ich sie oder glaube ich sind. Hab's doch gerade zurückgeschrieben. Ah, der hat auch noch so zurückgeschrieben. So. Wäre vielleicht nicht schlecht. Vielleicht hat das auch irgendwie noch einen Einfluss aufs Game, aber keine Ahnung. Gut, also da würde ich mal sagen, wäre es das mit dieser Folge von GTA 5. In der nächsten Folge machen wir dann weiter mit der Vorbereitungsmission. Ich glaube, in der nächsten Folge switchen wir mal zum Trevor, weil den Trevor haben wir jetzt schon echt lange nicht mehr gehabt, darum machen wir ein bisschen Vorbereitungen mit ihm und dass wir auch ein bisschen mit ihm wieder gespielt haben. Da würde ich mal sagen, wäre es das gewesen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich immer über eine Bewertung freuen, sowie auch über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und auch, wenn ihr das Video teilen und schon gesehen, wir sind einfach in der nächsten Folge wieder. Bis dahin sagen wir, macht's gut, schönes Tag noch und ciao!